brauchst halt Sachen zum Kaminreinigen oben. Dann, das ist ein Küchenherd zu oben zum Reinigen. Dazu brauche ich eine Herdbürste. Eine Bürste, mit der ich die Rauchrohre reinigen kann. Und natürlich so einen Handfeger, den man dabei hat. Und für die Kontrolle von der Gasfeuerstätte oben habe ich entsprechende Prüfgeräte mit dabei. Und an Tagen, die so schön sind wie dieser, geht auch seine Lebensgefährtin, die sonst die Büroarbeit macht, mit auf den Weg. Obwohl Fahrwege weit in die Täler führen, liegt oft noch eine mittlere Bergtour zwischen Gerhard Schmid und seinem Ziel. Ich bin seit 1982 bin ich hier. Also es sind schon ein paar Jahre, also 34 Jahre. Und seit 2001 bin ich selbstständig. Und schöner alpiner, südlichster Kehrbezirk für Deutschland. Und so ein Wetter wie heute, das hat schon was. Das gute Wetter ist natürlich kein Zufall, sondern geradezu eine Pflicht. Denn dann sind die Öfen auf den Hütten aus und die Dächer trocken. Früher hat der Schornsteinfeger diese Rursa-Runde noch am Stück über die Berge rund um Oberstdorf zurückgelegt und auf den Almen übernachtet. Heute noch sind Orte wie die Fiedere-Passhütte auf 2000 Meter Höhe nur zu Fuß erreichbar. Alpine Erfahrung und Trittsicherheit gehören zur Qualifikation des Oberstdorfer Kaminkehrers dazu. Oben ist er immer gern gesehen. Hallo, servus. Hey, servus. Und wird mit Handschlag begrüßt, denn das bringt ja Glück. Der kommt einmal im Jahr. Meistens, wenn der größte Trubel ist. Und dann bringt er noch ein bisschen Durcheinander mit rein. Ja. Der Sohn Robin ist noch nachgekommen. Er ist der Kaminkehrer Geselle im Familienbetrieb. Während es heute vor allem darum geht, dass der Ofen richtig zieht, war die Schicht aus Ruß und Harz an den alten Feuerstätten eine gefährliche Brandquelle. Da kommt dann schon was raus. Ja, da lohnt sich's. Das ist jetzt alles in dem einen Kamin. Ja? Und alles von der Feuerstätte und von drüber auf den Kachelofen. Also es ist nicht immer so, dass da bloß Luft rausgeholt wird oder geprüft wird, da wird auch gereinigt. Ja? Okay, das bringt der Klick. Genau. Ja, jetzt kann ich dann nachher da. Warum bringt das eigentlich Glück? Es ist eigentlich von Alters her. Durch die Kehrarbeiten ist ja sichergestellt, dass eigentlich kein Kaminbrand entsteht, dass man also keinen Schaden nicht erleidet durch Schadensfeuer. Und darum heißt es eigentlich, ja, ich habe jetzt Glück, es passiert mir nichts, weil man hat die Arbeit durchgeführt und die Brandgefahr ist eingedämmt. Darum heißt es eigentlich, man hat Glück, es brennt nicht im Haus. Gerhard Schmid hatte den Beruf quasi ererbt und früh erlebt, wie der Papa von der Rursa-Runde heimkam. Die haben Zylinder angehabt, Mund durch und haben eine ganze Woche lang die Hütte gerüstet, sind immer in der Höhe geblieben und waren natürlich dementsprechend schmutzig und haben halt dann in die Schafstelle und in die Alphütte dann in die Stelle geschlafen und haben halt so die Runde gemacht. Waren eine Woche unterwegs. Kannst du dir vorstellen, wie die gut geschmeckt haben und wie die fit beieinander waren. Damals sind sie in der Montur selbst über Felsgrate und den Heilbronner Weg geklettert, weil es unten keine Fahrwege gab. Heute gehört auch die technische Überwachung des Pflanzenölkraftwerks der Hütte zum Job dazu. Ob die Abgaswerte eingehalten werden. Tut's dir? Ja, so glattlich steht es vielleicht auch jetzt nicht. Und wenn es zu glatt ist, dann haben wir immer Einrichtungen, dass wir da nicht irgendwo runterstürzen können oder nicht abrutschen können. Von dem her eigentlich nichts anderes wie im Dorf auch, bis auf die Aussicht natürlich. Das ist was anderes. Auch am exponierten Arbeitsplatz braucht es Schwindelfreiheit. Bis in die abgelegensten Täler fährt der Rursa in diesen Wochen vor.
Wo wie in Einödsbach der Fahrweg endet, beginnt wieder der Aufstieg zu Fuß. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten am Weg. Der Blick aufs berühmte Allgäuer Dreigestirn um die Trettachspitze ist ein Touristenziel. So schön ist dieser Arbeitsplatz, dass heute die Filmaufnahmen den Zeitplan durcheinanderbringen und der Alphirte längst seiner Arbeit nachgeht. Ist gut. Ja, nachher bis gleich. Jetzt muss er ihn erst einmal aufspüren. Vierte der Will, Servus, bis nachher. So, der Kutte ist beim Sägen. Das Leben hat einen anderen Takt auf den Hütten und Almen. Es ist gelassener. Herr Patrick, grüß dich. So freuen sie sich aufs jährliche Wiedersehen. Servus. Schöner Wetter, konnte ich kommen, gell? Servus, grüß dich. Hallo, warte, grüß dich. Eine längere Leiter ist, ne? Zusammengesteckt. Komm, ich setze mich. Drei Hütebuben hat der Hirte den Sommer über oben. Sie wollen auch dabei sein, müssen aber erst einmal die Schuhe trocknen. Gut 40 Hütten und Almen liegen im südlichsten Kehrbezirk Deutschlands. Ein paar Wochen lang ist der Schornsteinfeger dafür unterwegs. Wir fahren den ganzen Sommer und da ist halt schon wichtig, dass der Kaminkehrer am Herbst einmal hat und den ganzen Ofen immer durchkehrt, dass er wieder richtig zurecht wird fürs nächste Jahr wieder. Ja, der hat schon ein bisschen geheizt. Es war ja doch hin und wieder ein feuchter Sommer. Spürt man das? Ja. Überm Ofen trocknen die Stiefel der Buben. Die Behaglichkeit der Wärme hat Ruß hinterlassen. Es ist halt so, dass irgendjemand die Verantwortung übernehmen muss, wenn an so einer Hütte irgendwas passiert. Und ich bin natürlich der Fachmann für diese Anlagen. Und die Brandversicherung sichert sich aber durch diese Begutachtung an. So, das Gasgerät passt auch. So mischt sich auf eine eigene Weise das Heute mit dem Leben, wie es immer schon war.